Oh. Das ist besser gegangen, als ich gemeint habe. Okay, nice. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Yes. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Verkaufe ihn im Gespenstermarkt zu einem ordentlichen Preis. Genau das mache ich jetzt. Direkt. Ja, ich mag jetzt nämlich nicht, dass die ganze Quest nur so lange auf sie warten lässt. Und weil ich Bock auf die Belohnung habe, mache ich das jetzt einfach direkt. Alle sind auf der Hylianischen Steppe zu finden. Und nur, wenn man auf Epona reitet, kann man die finden. Was halt schwierig macht zu zielen und zum Treffer. Aber ja, geht dann schon. So, bringen wir gleich mal den ersten Nachtschwärmer zurück. Na, mein Junge, hast du ein Irrlicht oder einen Nachtschwärmer dabei? Ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Für einen Nachtschwärmer erhältst du 50 Rubine sowie 100 Punkte. Du hast bis jetzt 0 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto. Ja, Dude. Ich hab wieder Schiss, dass es nicht registriert, dass ich ihm den das zeig. Dude, schau mir da. Ey, warum ist das immer so? Warum checkt das immer erst beim zweiten Mal? Oh, du bringst mir etwas nun. Erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Oh. Also das ist ja Verarsche. Genau vor der Wand spawnen und sie dann direkt verpissen. Naja, okay. Na, dann mache ich es mal anders. Auf das habe ich jetzt keinen Bock. So, der Todeskrater. Man sieht schon irgendwie, dass wahrscheinlich der Vulkan kurz zum Ausbrecher ist. Ich meine, ihr seht, wie das die ganze Zeit wackelt alles. So, und wir müssen da rüber mit dem Enterhaken. Und Sheik taucht mal wieder auf. Hallo, möchtest du uns wieder ein Lied beibringen? Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Toll, du hast den Bolero des Feuers erlernt. Der Bolero. Mare, wir werden uns wiedersehen. Und die Nuss. Mystisch. Sehr, sehr mystisch. Aber gut, dann können wir jetzt da jederzeit mit dem Bolero des Feuers her. Genau, da oben war ja das Herzteil. Haben wir als junger Link schon geholt? Nein, ich möchte nicht spielen. Danke. Dann können wir jetzt tatsächlich gleich wieder in den nächsten Dungeon, in den 5. müsste das sein. Was ist da? Und jetzt kann ich das erste Mal sagen. Oh. Nicht das. Sondern... Ey, das ist natürlich jetzt scheiße so. What the?
Die Vogelscheuchen-Polka. Und auf einmal taucht Balzac auf. Und an den kennen wir normalerweise. Genau. Mit dem Enterhaken hier. Hallo. Sagst du irgendwas dazu vielleicht? Nix. Da hinten schon wieder? Ja, okay, jetzt sag's jetzt halt einfach nochmal. Es werden halt alle von Navis so in die Stellen markiert. In Gräer. Wait, hinter mir. Hä? Warte mal. Es gibt doch nur einen Balzac. Wait, können wir da jetzt nicht in die Tee? Echt jetzt? Ist mein Enterhaken dafür nur zu kurz. Wirklich jetzt. Verpiss dich. Safe können wir da auch nicht hier. Also, jetzt fühle ich mich verarscht. Ach Mann. Dann gehen wir heute aber einfach in den Feuertempel. Ich glaube, ich weiß ja. Jo! Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Aber abrollen wollte ich mich dann schon. Macht er natürlich nicht. Feuertempel. Und wir kriegen Chor Kamerafahrt. Puh. Okay. Was kann man denn da jetzt machen? Hey, komm. Hey. Das ist geil, wenn ihr nichts seht. Danke, Kamera. Okay, ist verschirmen? Na. Da ist eine normale Tür. Da kennen wir rein. Ah, das ist der Boski. Was ist mit dir? Ja, tschüss. Ja, okay, da hat die erste, die so da drin gefangen war und so am Mucke läuft. Da kommen wir auch mit. Ach komm, leck mich am Arsch. Ey, da ist er ja. Stimmt, wir waren ja auf der Suche nach ihm. Wer ist da? Bist du es, Mare? Tatsächlich, Mare. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Ja, und du hast ein Kind gekriegt. Ja, so wie ich. Was soll das? Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Das habe ich schon gehört, Alter. Übel kranke Scheiße, Mann. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß verwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das Feuerspeien der Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Mare, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Mare. Ja, einen habe ich schon gesehen, Mann. Aber es ist anders dumm von dir, dass du jetzt Aloha rübergehst. Wo du nicht einmal den Hammer hast. Den sagenhaften. Ja gut. Volvagia. Aber du bist auch ein Spast, weißt du, wenn du versuchst, den Aloha zu bezwingen. Ja, dann bist du der Spast. Können nicht anders sagen. Na toll, das wäre jetzt wieder lustig. So. Oh, geil, man kann so darf ich töten. Wahrscheinlich sind da oben Feen drin und wenn ich die jetzt kaputt hau, dann ist es dumm. Deswegen lasse ich das lieber. Ah, okay, perfekt. Ich sehe schon, ich komme nicht weiter. Weil ich komme generell doch gar nicht weiter. Lol. Das ist ja mal lost. Aber in der Mitte ist doch ein Loch.
Hallo? Hält sie fest und dann wieder doch nicht. Okay, na, das ist einfach nur nichts. Einfach nur Lava. Okay. Achso, das ist ein Scheutern. Na dann. Dann schauen wir doch mal rüber. Ich finde das immer sehr beängstigend, wenn er jetzt wieder nur so festhält an der Seite. Ah, okay, wahrscheinlich den ersten schon mal befreien. Jawohl! Aber warum hat der Runja das vorher noch nicht gemacht? Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Ah, das ist eine Kiste, lul. Ein Schlüssel, oh Gott. Geht die Scheiße schon wieder los. Ja, wir müssen schauen, dass wir den Pfeiler da oben nach unten bringen. But how? How do we do this? Hä? Also, was so? Ich stehe in der Lava drin, aber das mir so wenig ausmacht, das ist doch einfach wahrscheinlich nur ein Bug. Und Code doch nicht an der Rüstung liegen, oder? Das geht doch fast gar nicht. Ah ja, okay. Und jetzt gehen wir da weiter. So weit, so gut. Sehr linear bis jetzt. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt ändern. Genau. Und es belastet mich gerade, dass wir nur keine Karte haben. Alter, da vorne ist wieder... Brauchen wir wieder einen Schlüssel. Eigentlich fuckt es, ob das die Kamera immer so runtergeht. Da geht's theoretisch weiter. Da jetzt weitergehen. Warte, müssen wir Musik spielen. Gehen einfach mal straight weiter. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Warte mal. Hä? Also kurz kann ich anscheinend in der Lava stehen. Wow. Das finde ich gerade ungeil, dass die Plattformen teilweise verschwinden. Was? Da kommen wir doch nicht weiter! Übel der Trickster. Was soll denn die Scheiße, hä? Das schaut einfach nur so aus, als war der Durchgang vor der Weiden. Ihr dummen Gesackgesichter. Darf ich rauf? Darf ich rauf? Hallo? Hallo? What the fuck? Man hält die halt nicht fest. Und da werde ich mich wieder wahrscheinlich nicht festhalten. Oh, doch! Ah! Das ist natürlich löblich, löblich. Und zack! Und Nummer zack! Und Nummer zack! Okay, und wahrscheinlich muss man unten regeln, um kann man auch was machen, aber zuerst müssen wir den Block dann weg da. Ah! Nice, okay, es war also notwendig, dass wir erstmal unten regeln kann. Gut. Gut. Was sagst du mir? Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei, danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Gronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Ah, okay, also können wir also ein bisschen abtesten. Und wahrscheinlich brauchen wir zuerst das Relikt der Gronen, also offensichtlich den Hammer. Damit wir da hinten, wo ich vorher gemacht habe, dass er durchkommen. Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt theoretisch durch die eine Tür in der Mitte. Aber ich würde jetzt echt gerne erst einmal nochmal hier da das Lied spielen.
kämen wir da oben noch rein. Diesmal der mit dem Würfel da nicht einfach wegport, sondern einfach umplatzieren. Wow, ihr seid sehr heftige Gegner. Okay, cool. Okay. Mag er nicht? Mag er das? Ja, mag er. Skutula. Jawohl. Wieder ein Fett Gage wieder. Gut, also ja, war wichtig, dass wir auf jeden Fall nochmal nachschauen, was da drin so ist. So, und jetzt gehen wir einfach straight durch die Mitten. Außer ich sehe spontan nochmal was anderes, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Überraschungsangriff, das wird so Cheap gerade gewesen, ohne Scheiß. Und, krieg ich was für dir? Nein. Ich kann aber Pfeile wieder brauchen. Man ist zwar jetzt nicht knapp oder so, aber trotzdem. Warte mal. Wie groß ist eigentlich unser Köcher? 40. Kann man den auch noch auf 50 erweitern? War nämlich schon geil. Und dann oder? Kann mich gerade nicht mehr erinnern, wo das war. Oder ob das irgendwo war. Und was wie die Scheiße jetzt? Wie kann man denn so lost sein? Hä? Nein, wofür der nehmen? Ja, super. Ihr seid schon lustig, oder? Die dummen Wichser, wirklich. Diese Falle war gerade mehr als dreist. Echt. Alter. Aber habe nur schnell nur reagiert. Ja, und jetzt? Ist da noch irgendwas? Mhm. Okay, kann ich überhaupt irgendwas machen? Wieder an der Seite aufgekraxeln. Schaut so aus. Ja, wenn sie sich nicht bewegen, dann kann ich es auch so klatschen. Scheiße, ich hätte eher auf die andere Seite müssen. Shit. Gut, jetzt stellen wir einfach mal den Klotz auf die Feuerfontäne drauf. Und ich schätze mir, dass der uns dann ein Stockwerk her schießt. Wo wir ja sowieso hin müssen. Was ist das? Das ist eine Flamme?
Brauchen wir Dekostäbe, um irgendwas zu entzünden da oben? Kannst du dir mal vorstellen. Ich hab keine... Und jetzt geht's schon los. Jetzt bin ich am Arsch. Ups. Toll, wo war denn nur ein Schlüssel? Ja, warte mal. Können wir da nochmal rüber? Ich bin nur davor runtergeslidet, die können wir doch da nicht mehr rüber. Warte mal. Ja, aber kommt schon noch mal rüber, ja? Lol, ey, jetzt muss ich komplett wieder woanders suchen. Da sind wir ja fertig, da war ja nichts mehr. Und da ist auch hohler Scheißdreck. Ich will mich doch jetzt nicht dazu bringen, dass ich wieder backtrack, oder? Weißt du, ich hab schon wieder zu kompliziert gedacht. War schon wieder so, ja, dann muss das ja mit dem Hammer sein, weil den kriegt man ja wahrscheinlich da, wenn man wohl Waage damit schon besiegen muss. Und na, es geht einfach mit einer Bombe. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Koronen kann dir dabei behilflich sein. Oder wahrscheinlich ein fetter Koronen von euch. Du kannst ja auch wie Hooker. Da hat nämlich AG, weißt du, dann brauchen wir nicht den Hammer, so wie die Mauer da auf zum Sprengen gerade. Holy shit. Danke für den Schlüssel, Mann, war das unnötig. Unnötig! Aber eine nice Ansicht, die Tür aufzumachen. An die Stelle kann ich mich erinnern. Also, ich kann mich an den Raum erinnern, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wie genau das Rätsel war. Ich setze nie für Dinge. Oh. Die hat sogar eine starke Attacke aus. Oh, die alten Pfui. Alter. Krass. Krass, krass, krass. Das sind starke Viecher. Diese Kristalle können wir für irgendwas aktivieren, aber. Ah, Flammen gingen aus, die wurden in dem ich gesehen habe. Au, auf Zeit! Ich weiß, wenn ich erstmal wieder rüberspringe und den Gelotz da unten platziere. Okay, ich merke schon. Wir müssen uns auf den Glot stellen und dann rechts nach oben laufen. Kommen wir wahrscheinlich wieder nicht hin. Ja, doch, jetzt. Lol. Dann halt doch nicht so. Dann halt irgendwie... So. Nein! Warum ist die Kamera immer so scheiße, ey? Digga.
Ja, jetzt kannst du ja wieder vergessen, du Drecksding, Alter. Bisschen Horses waren. Aber es ist doch uns scheißegal, weil wir können ja teilweise in der Lava laufen. Was wird das jetzt? Toller Labyrinth. Oder so. Da oben ist auf jeden Fall eine Corona. Alter, ja, dann bleibe ich an der Wand stehen. Die pisst ist gerade ziemlich hoch. Und ich bleibe jetzt erst einmal pisst. Ich werde jetzt nichts ändern. Aha, Schalter. Gut. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Geronen, kannst du sie zerschmettern. Ja, dann gib mir doch mal das Relikt der Geronen, oder? Ist by the way nett gemacht, dass man die Geronen retten muss, weil da überall ein Schlüssel drin ist, sonst kommst du nicht weiter. Sehr nett gemacht und ich weiß auch nicht, warum du... Ach, egal. Ist gut, oder? Über mir. Oder was halten? Okay, da kommen wir weiter auf jeden Fall. Wait, was ist hier mit dem Bogen jetzt Ziel? Na, geht nicht. Ich kann mich nicht umschauen in dem Gebiet. Okay, was denn geht jetzt erst da weiter, weil da brauchen wir keinen Schlüssel. Und da ist eine Corona. Wir kämen sicherlich nur irgendwo da nach oben. Bei diesem Labyrinth. Muss man jetzt schauen, dass wir das Gold wieder finden. Hast du Feuer gefangen, so schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löscht du es schneller. Ja, Mann. Und ich bin das so gewohnt gewesen, wenn man brennt, so zum Rollen und so, dass ich die ganze Zeit in GTA das machen wollte. So dumm. Sobald ich brennt habe, wollte ich irgendwie so, mach die Rolle. Und hab da festgestellt so, stimmt, ich bin ja nicht Link. Ich kann nicht einfach so rollen. Das war halt schon lost. Aber so ist das halt, wenn man Spiele spielt.